das Pressekonferenz haut angerufen, für nach einmal am Kader vom Referendum als Position zu den 3 Referendumsfragen deutlich zu machen. Wenn ich kurz das Komitee hier das vorstellen darf, zu meiner linken Seite Tom Agnes, hier wird heute den Sujet von Wählen ab 16 präsentieren, an einerseits im Komitee Osten, wo er Sekretär ist. Do daneben den Melvin Zimmer, hin als neuen Adrenalinsmember. Und dann zu meiner Rätsel der Gilles Carlizzi, hin als Sekretär von der Adrenalin, und auch am Komitee Deferding aktiv. Für uns zu fangen, gebe ich dann auch dem Tom Agnes direkt Wort gehen, dass ihn als die Position von Adrenalin zum Wahlrecht ab 16 kann präsentieren. So ein klarer Nee zum Wahlrecht ab 16 Jahren, wo wir der Meinung sind, dass selbst Wichtiges wie Wahlrecht muss und Großjährigkeit gebunden bleiben, der auch kein 2 Klasse Wähler gehen, an dem die ein fakultativ Wahlrecht tun, an die andere eine Wahlpflicht. Der Grundsatz von der Wahlpflicht muss bestehen bleiben, und wir brauchen da auch keine Ausnahmen. Recht mit 18 Jahren, also für ein Gesetz in Erwachsenen. Und es kriegt neue Rechte, aber auch neue Pflichten. Wenn ihr darüber schwätzt, ob ihr mit 16 soll ein Wahlrecht kriegen, muss ihr sich auch fragen, ob ihr den 16-Jährigen nicht auch so das Recht, einen Führerschein zu machen gehen, ob sie einen Kontrakt ohne Zustimmung von ihren Eltern unterschreiben dürfen oder das Recht, sich zu besteuern, um auf 16 Jahre aufzusetzen. Aber wenn ihr von Rechten schwätzt, muss ihr noch um Pflichten denken, weil beides eng zusammenhängt. Mit 16 Jahren kann ihr juristisch nicht voll verantwortlich gemacht gehen, und es entsteht in der Obhutspflicht von seinen Eltern. Manches aus einem als Mannerjährigem vom Gesetzgeber hier nicht erlaubt, was auch ein guter Grund wird, der Schutz von den Kindern. Genau aus dem Grund, als auch den Alter für die Bestätnis bei Medischer oder den Alter für an der Armee zu gehen, ab 18 Jahren herabgesagt gehen. Mit 16 Jahren sind viele Junker noch voll an der Pubertät oder gerade am Ende davon, weil eine Zeit ist, an der er sich selber sieht, probiert zu finden. Was natürlich schmutzig bringt, dass er nicht alle Entscheidungen, die ihn hält, oder Überzeugungen, die ihn teilt, 2-3 Jahre mehr spät, auch noch so richtig ist. Das möchte ihn seine Fehler und probiert den Munches aus, was einem an dem Moment auch ganz richtig und wichtig vorkommt. Viele von den Jungen gehen an der Zeit echt einen rebellischen Weg. Es probiert ihn, sich alles an allem zu widersetzen und zu rebellieren. Das ist einem an der Zeit nicht unbedingt möglich, sich frei und unbeeinflusst eine Meinung zu bilden, weil die auffällige Manipulation aber auflösbar durch den Gruppenzwang aus seinem Umfeld möchte. Schließlich gibt es auch sonst kein Mensch, den er versteht, und all die anderen machen es ja sowieso falsch. Auch das ist ein wichtiger Grund, dass das Wahlalter muss und Großjährigkeit gebunden bleiben, weil er recht mit der Zeit aufhängt, sich klar zu gehen, wo ihn hinsteuert und aufhängen kann, sich mehr ein objektives Bild von seinem Umfeld zu machen. Es lehrt den gewissen Themen und auch anderen Leuten auf mehr eine distanzierte Art erweis abzuwählen, wodurch er sich seine eigene Meinung wesentlich mehr neutral erstellen kann. Es gibt natürlich Junker, die am Kopf schon mehr weit sind wie andere, die sich engagieren, sowohl in der Gesellschaft wie auch politisch. Was leider echt die Ausnahme ist. Die Leute sollen natürlich unterstützen und ihnen Möglichkeit geben, sich weiterzuentwickeln und neue wichtige Erfahrungen zu sammeln. Mehr am Platz hier sorgen, auf Vorschläge echt zu wollen und darauf anzugehen oder auf eine verständliche Art zu erklären, wieso etwas nicht so ist oder umgesetzt gehen kann, als es mehr einfach hin ein Wahlrecht zu geben. So können sie ja mitbestimmen und es gibt ihnen ein Gefühl von Verständnis vermittelt. Es wird viel darüber geschwärzt, dass sie am Aufsatz vom Wahlalter gibt ein Interesse von den Jungen und der Politik fördern, wobei man sich fragen muss, ob das so der richtige Weg ist. Muss er nicht als erstes Mal daran denken, die nötigen Informationen zu vermitteln, dass Junker die Möglichkeit und Wissen haben, sich mit den politischen Themen auseinanderzusetzen und sich ein eigenständiges Bild zu machen. Über den Weg, wie er mit 18 Jahren bereit mit dem richtigen Wissen seinem Recht zu wählen zu kommen. Für uns ist es ein wichtiger Schritt, dass an der Schule viel mehr Wert auf eine richtige politisch-gesellschaftliche Bildung gesagt wird. Civics-Kuren sollen nicht just auf eine pure Klassepflicht sein,
mir schon ab dem Sekundär a sämtliche Klassen aufgehalten. Dabei muss man nicht direkt von einem dreschenden Kur ausgehen, wo nimmen den Abbau von unserem Staat und Geschichte von unserem Land aus Büchern gelöscht wird, und einfach alles für die nächste Prüfung auswendig lernt, was du nur sowieso direkt vergisst hast. Mehr ein mehr interaktive Kur, wo in seinem Alter entsprechende Themen beschwätzt, an die über den Weg von Diskussionsrunden auf 4 gedrohenen Exposien und Schüler bringt, am Platz über drische Fakten. Et Kinder als Letzteburger Parteien später hin mehr genau in der Lupe wollen, auf 4 Wahlen zusammen hier Wahlprogramme analysieren, wodurch die Schüler automatisch besser auf ihr Wahlrecht vorbereitet sind. Auf dem Weg kommen Schüler nicht so lange sich selber Gedanken zu machen, und es kommen mit Sicherheit neue Fragen auf. So kann ihr nicht nur besser wissen über ein Thema, was nicht alle Jungen interessiert, vermitteln, mir gleichzeitig lehrt ihnen sich selber zu denken, Probleme mehr kritisch zu hinterfragen und sich eine eigene Meinung zu bilden. Und es könnte vielleicht ein Gewunsch über etwas zu debattieren und sich auszudrücken. Weil der Besatz wird einem später hin nicht nur am Berufsleben, mehr auch in seiner Freizeit oder sogar in seinem politischen Engagement weiterhelfen wird. Dass eine bessere politische und soziale Bildung muss gefördert werden, Gouverneur Schomba diskutiert, wie den Wahlalter von 21 auf 18 Jahren aufgesetzt sollte gehen. Da hat es schon geheischt, dass das ein wichtiger Punkt ist, für die politische Reife von den Jungen zu ermöglichen. Bisher hat sich da noch nicht viel verbessert. Also als den richtigen Weg, als echt eine bessere Bildung zu fördern, ihr den über die Aufsätze vom Wahlalter schwätzt. An Österreich wird hier gerne als Beispiel geholt, als auch als echt starken Akzent auf Bildung gelöscht gehen und das Wahlalter als nicht aufgesagt gehen ohne das passende Rahmenprogramm. Weiter gut wichtige Möglichkeiten, sich zu beteiligen, gibt es ja schon, wie zum Beispiel Schülerrat, Schülerparlament und auch Jugendfraktionen an alle Parteien, für nicht ein paar zu nennen, wo die Jungs sich nicht nur politisch engagieren können, aber auch ihren Teil an ihre Meinung beitragen können. Das ist auch eine Alternative, auf die ich mehr Wert legen soll, weil damit wird nicht nur das Interesse an der Politik geweckt, aber auch das Interesse, sich mit verschiedenen Themen auseinanderzusetzen. So können Junker hier Probleme und Ideen ausdiskutieren und auch hier ausgeschaffte Vorschläge und Politik weitergeben. Was natürlich voraussetzt, dass sie auch für echt geholt gehen und dass die Regierung sich ernsthaft mit ihren Sorgen von den Jungen auseinandersetzt und darauf reagiert. So kriegt das Engagement von den Jungen wesentlich mehr großen Wert, was hier auch wünschenswert ist. Das sind 2 Pisten, die sicherlich mehr Interesse an Partizipation von Jungen fördern gingen, und auch auf lange Sicht den Interessendefizit an Unwissen von vielen, auch mir allen Leuten verbessern wird. Weil es wohl wahr ist, dass es nicht nur ein Problem von den Minderjährigen ist, aber wird sich auch durch Teile von der Gesellschaft zieht. Das ist aber ein Problem, das nicht einfach mit Ja oder Nein lesen kann, mehr an dem sie ein Bildungs- und Förderungsprogramm aufstellt, die mehr weit denkt wie nur bis zu den nächsten Wahlen. Ein Argument, das vom Jahr gerne hört, ist, dass sie mit 16 Jahren auch arbeiten gehen und auch mit der Schule abhalten, was wir ganz schlimm fanden. Natürlich ist das schon richtig, aber weil ihr bedenken muss, wir leben in einer Zeit, wo im Arbeitsmarkt immer mehr von ihnen gefordert wird und auch immer mehr qualifizierte Arbeitskräfte gebraucht gehen. Das darf wir nicht vergessen, wenn ihr mit dem Argument könnt, dass ein großer Teil von den Jungen am Chômage nicht eine schlechte bis gar keine Ausbildung haben. Auch dass sie mit 16 Jahren Alkohol und Zigaretten kaufen oder mit seinem Velomotor an Accidenten verwickelt kann sein, ist nicht wirklich ein Argument für das Wahlalter aufzusetzen. Oder ist das die Message, die wir in die nächste Generation weitergehen. Wenn dauernd von unserer überdurchschnittlich aller Wählerschaft geschwärzt wird, müssen sich froh ernsthaft stellen, ob es wirklich einen Abfluss hat, wenn sich ein paar 16-, 17-Jährige auf die Wählerlisten anschreiben oder wir sind da am Platz den Wahlalter aufzusetzen, nicht echt überlegen, wieso als Wählerschaft immer mehr alt wird. Wir so nee zum fakultativen Wahlrecht mit 16 Jahren ein Jahr zur Wahlpflicht und Großjährigkeit gebunden bleibt. Sie meinen das developieren? Genau das lasst. Dass man so ein Wahlrecht und Großjährigkeit bannen.
Ich fand einfach, dass, wie gesagt, dass ein Wahlrecht soll auf bestimmte Kriterien gebunden sein. Wie natürlich auch als Rechten und Pflichten dienen wollen. Aber schon lange aus dem Grund fand ich nicht, dass wir so eine Zwei-Klasse-Wähler erstellen. Und das Wahlrecht, wie alles andere Pflichten und Rechte, die man mal durch 10 Jahre erreicht kriegen, auch den Teil aus dem man da kriegen. Wie Wahlpflicht am Alter? Das war am jährlichen Alter. Ja, ab 75. Ja, aber irgendwann können da auch die Punkte. Ich meine, nicht schiedsrichter als mit 75 noch so fit, ob ein Lo körperlich oder geistig ist, dass sich noch, dass es möglich geht, aber dort Wahlen hinzugehen oder ob es, weil das nicht wirklich noch kann ein klares Bild darüber setzen, weil vielleicht tun halt auch die nicht Möglichkeit, die über die ganze Internet sich informieren. Nicht das richtige Stadt, also einfach, geht einfach vom Prinzip aus. Also, schon ja nur ihr. Okay. Genau, nee, also ich schon, aber da meine ich, irgendwann also in dem Alter do, wo ich meine, dass man nicht im Sost, dass er nämlich schaffen geht, dass er eine Pension hat, dass er sein ganzes Leben und sich ändern muss. Und du hast auch irgendwann den Punkt, wo ich muss so, wenn er nicht mehr will, wo er wählen will, weil er nicht mehr könnt oder er vielleicht auch nicht mehr am Stand fand, dass er dann nicht mehr muss wählen gehen. Ich meine, es hat ja auch keinen Sinn, dann einen Zettel zu gehen, wo sie müssen, irgendeine Antwort aufreizen, an die rausschicken, obwohl sie sich gar nicht mehr damit zu dienen. Thomas, und der vielmals merci für deinen Beitrag. Ich gebe dann eine Chance, für Lokale mit meinem Lieblingssujet weiterzuführen, das ist das Ausländerwahlrecht. Das Adrenalin schwätzt dezidiert gegen das Ausländerwahlrecht aus, weil für uns wählen gehen ein ureigener, souveräner politischer Akt ist, den nimmen durch Staatszugehörigkeit legitimiert ist. Für uns ist das Wahlrecht ein Teil vom Nationalitätsterminus, wo sich also vom selben versteht, dass diejenigen zum Volkssouverän gehört, den entweder Lützeburger ist oder den auch Lützeburger gouf über Nationalität oder Doppelnationalität. Die Hoheitsgewalt liegt beim Volkssouverän und dafür ist das Ausländerwahlrecht nicht am Interesse von Lützeburg. Schon beim Volksreferendum 1919 über die Staatsform zu Lützeburg, aber im Widerstand gegen die 1941 ordiniert Volkszählung über die Volkszugehörigkeit hat der Lützeburger sich für seine Souveränität und Unabhängigkeit ausgeschwert, nämlich für die Grande Duchesse Charlotte als Staatschef, auf eine ökonomische Partnerschaft, sowie für 3 Mal Lützeburg. Wieso sollen wir also das erkämpfte Freiheit am Tor von einer falsch verstandenen Ritterlichkeit abgehen? Jeder hat das Recht, mit seiner proprer Nationalität bei sich daheim zu wählen, aber wenn ein Ausländer Lützeburg als sein daheim gesagt, dann ist über den erfolgreichen Integrationsweg Nationalität und Wahlrecht der würdige Verdienst dafür. Mit der Möglichkeit auf Doppelnationalität möchte Lützeburg sogar möglich, dass kein Ausländer seine Herkunft als seine Wurzeln verlegen muss, ersetzt damit schon einen ganz freundlichen Gest für die richtige Willkommenskultur voraus. Die Integration ist dabei aber auch die von allen Ausländern zu erwarten ist, und die eine unabdingbare Kondition für eine gut, friedliche und soziale Kohäsion ist. Wer sich gerne mit Lützeburg identifiziert, dem muss auch gerne bereit sein, sein Interesse zu weisen. Weil nicht wir letztendlich gut integriert ist, wie sich selber als einem Mitmenschen auch gefallen möchte. Muss ich wissen, mit der Ouvertüre vom Ausländerwahlrecht werten wir das Prinzip von der doppelten Nationalität nicht auf. Eine Idee, die aber als politischer Kompromiss für eine bessere Integration gefunden wurde. Wenn nicht Lützeburger auch dafür für die Chamber wählen, wie ein Grund hätten sie dann, für überhaupt nach Lützeburger zu gehen? Aber was wäre noch der souveräne Pouvoir, den als Identität hat? Was so noch all die freien Ausländer, die einen erfolgreichen Integrationsweg aufgeschlossen haben, und lo ihre Privileg von Haut und Mal verlieren? Was so diejenigen, die lo einer neuen Generation von Ausländern begegnen, die von all diesen Erfahrungen liberiert sind? Wieso bei pur wenig Länder, man doch einen ganz spezifischen Background, wie zum Beispiel das Vereinigte Königreich, die an der Tradition von ihrem kolonialhistorischen Commonwealth stehen, oder Neuseeland, die ein ganz rückwirkend restriktiv Klausel an dem Sujet haben, geht es am Fond näher wo ein ultimativ Ausländerwahlrecht, so wie das uns Linkskoalition propagiert. Schon heute hat alle Ausländer die Möglichkeit, und in Europawahlen
und die Gemengewahlen an die Sozialwahlen teilzuholen, was also schon eine wesentliche Machtbestimmung ohne Nationalität heute zu Lützeburg möglich macht. Für das was Lützeburger Politik auch nach in Zukunft von Lützeburger bestimmt wird, der wird für uns keine weitere Liberalität an der Frage gehen. Die Etappe für Lützeburger zu gehen ist einfach. Gesetz von 2008 gesagt 4, dass ein Ausländer die Voraussetzung von 7 Jahren Residenzzeit erfüllen muss, ein Civikkurs vivieren muss, an einen Sprachentest packen muss. An diesem Sprachentest ist das Niveau A2 am Schwätzen 4 gesehen, das Niveau B1 am höheren Verstehen. An beiden Tester muss maximal ein Punktzahl von 50% erreicht gehen. Muss ich wissen, dass das Niveau A2 eine simple Kommunikation ist, an der B1 einer Radiusneuigkeit entspricht. Nun B1 gibt noch andere Niveauen, die darauf kommen, der B2, den C1 und den C2, wobei der letzte genannte Niveau dann effektiv Mammenspruch repräsentiert. Dabei kommen da just noch 6 € Gesamtfreien für die neidischen Paparassen. Die sieht also, so schwer ist der Weg nicht, für die Integration zu machen. Als Adrenalin der Jung ADR hoffen wir, dass Lützeburg eine wohlbedurchte Entscheidung trifft, weil diese Decision an die Ouverture vom Ausländerwahlrecht ein irreversibler Schritt ist, den auch zur Folge hat, dass verschiedene Szenarien können auftreten. Und die dann auch eine logische Konsequenz von der Ouverture sind, zum Beispiel die Entwertung von der Integration, eine frankophonisierte Politik, die Ouverture vom Accès an Fonction publique, die Aufhebung vom passiven Wahlrecht, gewissen Interessenskonflikte, ausländischer Lobbyismus, aber wir wissen, wenn eine Minorität von Ausländern wenn eine Majorität von Ausländern über eine Minorität von Lützeburger dezidiert. Eine Berechnung vom Stattekno haben wir auch die neuesten Zahlen gesehen, wo vermeintlichen 105.000 neuen ausländische Wähler für die nächsten Parlamentswahlen ausgehen muss. Als Jugendorganisation hofft, dass die Lützeburger weiß, dass hier sich beim Ausländerwahlrecht echt das Recht auf seine Identität wäschwählt, wie das hier in dem Land irgendeinen wertvollen Dienst legt. Der Adrenalin will eine geeinte Gesellschaft, die über den gemeinsamen Spruch, Nationalität und als einzigartige lützeburgische Originalität zusammengedeiht. Wir betonen auch gerne, dass wir in der Verfassung festhalten, die an ihrem Wortlaut das heute sieht. Und das ist Revision vom 18. Februar 2003. Pour être éligible, il faut, premièrement, être luxembourgeois ou luxembourgeoise, deuxièmement, jouir des droits civils et politiques, troisièmement, être âgé de 18 ans accompli, et quatrièmement, être domicilié dans le Grand-Duché. Die Revision vom 27. Januar 1972 gesagt dann auch nach 4, dass aucune autre condition d'éligibilité ne pourra être requise. Das Juni-Referendum ist demnach ein Schicksalsfrau für Lützeburg. Und wir motivieren dafür Leute am Land, für auf alle Fall mit Nein zu wählen. 3-mal Nein, das ist die richtige Decision für das Wahlen. So, ich merci und ich gebe dann noch dem Gilles ausschließend Wort. Bei der Limitation von dem Ministermandat ist Adrenalin genauso wie der ADR für den Nein. Es ist ein guter Grund, dass wir das undemokratisch fanden, weil es eine Einschränkung von freien Wähler wollen ist. Der Wähler setzt sich heimat just selber eine Kontradiktion, weil unser Wahlsystem mit der Methode von Panachage erlaubt es, für den einen oder anderen Regierungsmember auf der Wahl löschen, auf 40 Hilfen, an dem sie diejenigen mit Singer oder Singer Präferenzstimmen belohnt. Für einen Teil von der Regierung auszumachen, muss ihn zwar theoretisch nicht gewählt sein, aber es sind an der Regel die Gewählten, größtenteils die am meisten Gewählten, die Posten als Minister an der zukünftigen Regierung werden kriegen. Wenn Volk ein Minister noch 10 Jahre noch immer fleißig wählt, dann soll diejenigen nicht verdient tun, nach einer weiteren Legislaturperiode oder auch mehr, seinen Job können weiter auszuüben. Es gibt in uns auch dann viel erfahrene Leute verloren gehen, die Politik im Land während ihrer Amtszeit geprägt hätten. Und es muss ihn auch da gucken, ob kapable Leute da sind, für dann hier Plätze anzuholen oder beizurutschen an der Chambre. Vergangenheit hat gewiesen, dass es nicht ein Notdeel ist, wenn der Politiker schon eine gewisse Erfahrung an der Regierung hat. Das beste Beispiel ist wahrscheinlich Jean-Claude Juncker,
den 89 Ministerginnners 95 Premier a bis en 2013 ununterbroch und der Regierung bedeligt war. Das ist das ne vun den Beispieler, die weise wie groß Zufriedenheit vum Wähler an den Politiker kann sinn och nur 10 Jahren. Wenn die Mandatszeit von einem Minister limitiert, bedeutet das nicht automatisch, dass am Minister mehr sehr geschafft wird, weil dann einen gewissen Zeitdruck bestehen. Nee, ganz am Gegenteil, der Minister als an einer Koalition kann nicht ganz allein dezidieren und er kriegt auch vielleicht nur 10 Jahre, nachher man nicht all seine Ziele und Reformen erreicht. Mit dieser Limitation kann auch ein Risiko sein, in dem Sinn, dass nicht mehr geschafft gehen, mit dass ein Minister an den letzten Monaten für seine Amtszeit, wenn er weiß, dass er nur 10 Jahre muss abhalten, probiert zum Beispiel Relationen aufzubauen, für zu garantieren, dass auch seine Zukunft arbeitstechnisch gesucht ist. Es wird natürlich kein forciert, für auf seinem Stuhl zu bleiben nach 10 Jahren. Ein Minister kann ja auch von sich aus demissionieren oder Parteien können auch die Möglichkeit für ihre Statuten festzuhalten, ob und wie sie eventuell Mandate von ihren Membern limitieren. Wir fanden es hier undemokratisch, dass das Vertrauen vom Wähler darunter leiden muss und so missbraucht wird. Des Weiteren ist das Referendumsfrage auch nicht ganz klar gestaltet. Es geht geschwärzt von, dass nur dieser Limitierung von 10 Jahren eine Pause von einer Legislaturperiode soll angehalten gehen, mir das nicht klar definiert, ob das dann auch der Fall wie bei zum Beispiel einer Regierungskrise, wenn man sie für nicht allzu langer Zeit hatten, wo man Platz noch 5 Jahre dann eine Legislaturperiode frühzeitig benennen geht. Als dann ein Minister do gehalten, für trotzdem Gesamtdauer von 5 Jahren anzuhalten, oder kann den dann nur der relativ kurzer Zeit für ein Mandat zur Verfügung stehen. Laut der Regierung gibt es Limitationen frühestens zum Inkrafttreten von der Verfassungsreform aufhängen, also nicht 2018. Also gibt die erste Effekte von diesem Gesetz am Jahr 2028 zu gesehen sind, was bedeutet, dass wir heute über etwas diskutieren, was nur am 7. Juni für 13 Jahre vom Tisch verschwindet, aber bis dahin nicht mehr auftauchen. Eine Inkohärenz besteht auch an dieser Frage, auch wieso dass es sich just Regierungsvertreter handelt, und nicht zum Beispiel Mandat auf kommunalem Niveau. Wie zum Beispiel der Bürgermeister oder Chefin, die auch verschiedene, auch wahrscheinlich mehr wie 12 Jahre Gemengemandat umbuckeln haben. Gehen hier am Land auch mehr wichtig politische Mandatsprobleme, wie zum Beispiel das Prinzip von der Ernennung von einer nicht gewählten Persönlichkeit als Member von der Regierung, wie den Moment an der aktuellen Regierung der Fall ist. Mit zur Verbesserung von der Demokratie hier im Land proposiert als Partei verschiedene Alternativen zu dieser Limitation, wie zum Beispiel eine mehr gerechte Verteilung von den Mandaten am Staatsrat, mit Partizipation von allen Regierungsparteien, mit allen Parteien, die vertreten sind in der Chambre, oder eine Reform vom Wahlsystem, zum Beispiel, sodass ein einziger Wahlbezirk für das ganze Land gewählt stehen, oder deputierte Mandate pro Bezirk giffen für die Wahlen angepasst gehen. Es gibt auch noch die Möglichkeit von einem direkten Zugang von der Bürger Cour konstitutionell, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Und zum Schluss will ich noch sagen, dass wir bei dieser Frage ein Jahr herauskommen, da gibt der Wähler sich selber ein Recht wählen, für zu definieren, wen hin als Minister wählt. Den Etienne Schneider ist bei uns auf der Antenne gesagt, dass sie sich engagieren, dass eben die Zeit von den 10 Jahren 2013 umgeht, das heißt, wie sie vielleicht eben Minister gesehen. No Äre Deklaration klingt dat so wie van der Lorich 2021 ging eventuell vorkommen. Ja. Dat stimmt dann net so.
Ja, also schon her, dass nicht Jens Schneider das gesagt hat, dass die frickläufig sind ab 2013, aber dann müsste das aber auch am Referendum an der Frau dranstehen, dass das frickläufig ist. Also das gilt just für die Regierungsparteien, die YOLO eigentlich stehen. Ja, aber es steht ja einfach nicht an der Referendumsfrage dran, dass das frickläufig ist, also als zu verstehen, dass das normalerweise in der Verfassungsreform dieser Kraft treten. Jean-Claude Juncker war YOLO 31 Jahre am Pouvoir. Wenn Lo zum Beispiel den seine Bitte oder ein anderer Minister haut ging eben aufhängt, da ging das bedeuten, dass 2046 irgendwie den müsst also aufsetzen oder was weiß ich, dass sie ja schon an der Pension oder schon ein Kerl so betonen vielleicht an der gefasst für eben selber an ihrem Leben mal zu gucken, wird er effektiv an den nächsten zum Beispiel 30 Jahren die selbste Minister oder die Panachage ist so, dass aber die bekanntesten armenische Chancen hat für gewählt zu gehen. Nicht immer mit Kompetenzen zu dienen hat. Ich meine, verschiedene Minister waren da, vielleicht nicht der Projekt. Ja, aber ich denke... Ich kann mir das vorstellen, 2046 tritt den auf oder wird irgendeine Krise dann aufgesetzt? Ich kann mir das vorstellen, wenn der Wähler dezidiert, dass den soll auf seiner Position bleiben, dann soll das doch nicht anders sein. Die sind ja jung, der Renouveau an der Politik. Ich meine, da wäre eher Generation zum Beispiel einfach okay. Aber das ist Demokratie, da muss man sich auseinandersetzen. Die Religion spielt also oder nicht, also das mal meine Überlegung, oder ich nicht dumm oder eigentlich auch. Ich gibt die Indigenisch kann ja in einer Pause ja wenn man die Regierung das heißt doch ganz schlecht aus von Ja, aber wir wollen nicht, dass es anders das geht wie bis lo war. Das ja am Moment ist es nicht anders das wie 24 Jahre auch noch. Wo andere Leute, die in der Regierung sind, noch mehr jung waren und du auch an der Regierung vielleicht sind und an der Chambre. Dabei kann ich meine, wenn die Premier sind, aber ich gut. Genau. Journalist oder mal ein Mikro. Genau, und denkt doch immer von der Kompetenz auf. Ne? Wie ihr seht, wenn der Minister oder der Premier sich gut möchte, nicht verdient, für weiter gewählt zu gehen. Aber wenn dann mehr gewählt ist, kann er auf seiner Position bleiben. Ja, mehr Positionen in der Regierung wie nicht der Premierminister. Auch wenn der Premierminister seine Arbeit gut möchte und Leute wollen, noch Parteien wollen unterstützen. Wieso soll nicht bis 2040 da sitzen? Natürlich sind da andere dann, die dadurch vielleicht angeschränkt gehen oder nicht die Möglichkeit kriegen. Aber es gibt noch eine andere Position in der Regierung, wo auch einen wichtigen Teil zur Gesellschaft dann beitragen kann. Da sind die Plätze, die bleiben auch. Ich meine, das nicht, dass die ganze Regierung noch 40 Jahre sitzen bleibt. Nicht mehr, weil seine Arbeit gut möchte. Wenn den dabei ist, den die Leuten nicht mehr gefällt oder wo seine Überzeugungen nicht bei den Leuten ankommen, da wählen sie die auf. Natürlich kommt dann auch den Renouveau, wie immer gesagt wird. Das heißt, die neuen Ideen an die Jungen, die auch die Möglichkeit weiter nutzen. Ich fand nicht, dass nicht ob Mann den Lo vielleicht so lange oder so müsst festlegen, dass all die anderen, dass die ganze Regierung nimmen die ganze Zeit aus den nämlichsten Momenten bestimmt. Das war ja auch nicht der Fall. Das ist ja nicht, weil ein Minister da sitzt, dass nimmen seine Ideen da rauskommen. Das ist ja nicht, dass eine Partei nimmen aus den Leuten besteht, die eben an der Chambre sitzen. Ich meine, die Ideen auch von der Basis, die Jugendorganisationen von Jugendparteien, die gehen natürlich auch mit anbetrachtet. Das ist nicht den diktiert, so ist das, so hätte ich das gern, so meine ich das. Mit denen hält ja, greift ja auch seine Ideen von innen, von der Basis aus ab. Also hätte ich schon eine Möglichkeit, mit zu partizipieren. Ja, also wir können noch gerne über andere Fragen, die da diskutieren. Ich will vielleicht just noch ganz kurz sagen, dass wir aber noch
wichtig schenkt zu erwähnen, nämlich will schnell darauf zurückkommen, über die Wahlspotten, die Joe Dasal kürzlich veröffentlicht hat. Ich meine, ich war auch gestern auf der Tele, wo ich Möglichkeit hatte, da ein Statement aufzugehen. Wir fanden, dass Joe Dasal den Wahlakkord, den zwischen den Parteien getroffen ist, nicht respektiert hat, schon den Wahlakkord noch geguckt und festgestellt, dass gegen ein paar Punkte ist, diesem Akkord verstoßen. Ich hätte mir aber gehofft, dass Joe Dasal auf eine faire Wahlkampagne gesagt hat, auf einen fairen Stil und auf eine faire Manier für politische Sujet zu diskutieren. Und wir als ADR werden diese Kampagne auf alle Fall bis zum Schluss an einem ganz anständigen Langage auf einem fairen politischen Niveau feiern, weil wir der Meinung sind, dass das eine würdige Kampagne und das geht auch dem Wählerwillen so gerecht. Das Problem an diesem Clip ist, dass nicht nur die DDR konkret als Partei visiert das, sondern auch all die Wähler an Leute, die für die Nähe sind, die Nähe vertreten, die gehen an der ritzen Ecke direkt, wo man mehr gar nicht können d'accord sein, weil die Nähe ist eine legitime politische Meinung, die auch muss so können zum Ausdruck gebracht gehen. Sie ist gleichwertig zur Position vom Ja, aber beide Positionen sind letztendlich eine Decision, die der Wähler soll am Referendum holen. Geht nicht, dass eine Partei die Nähe so missbraucht wird wie in diesem Video. Das war einfach ein schlechter Stil.